Hi, herzlich willkommen wieder bei der Janker Filmschmiede. Wir haben Ostermontag, traumhaftes Wetter und heute machen wir mal ein richtiges Ding Karnickel von gestern. Der hat unser Osternest gebracht und heute muss er auf den Dachshofen. Genau. Wir machen ein zerlegtes Kaninchen. Das ist ein komplettes Kaninchen, zerlegt, heute auf dem Dachshofen. Und dazu brauchen wir einen guten 3/4 Liter trockenen Weißwein, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, ein Porree. Dann habe ich hier 3 Pastinaken, etwas Rosmarin, 2 Karotten. Dann brauchen wir etwas Thymian und etwas Pfeffer und Salz. Das ganze Rezept habe ich mache ich fast identisch wie von den Sachsengriller von Marco und André. Also das Einzige, was ich ersetzt habe, ich habe Pastinaken und ja, sonst machen wir alles so ziemlich gleich. Mit diesem Rezept hat mich sehr gut fasziniert und heute will ich das nachmachen. Schauen wir mal, wie das Ganze wird. Also das Kaninchen wäre jetzt ein bisschen salzen und pfeffern. Ich darf schon ruhig ein bisschen Pfeffer drauf. Dann nehme ich her mein heißgeliebtes Moldernsalz. Das ist ein sehr leckeres Salz. Wie gesagt, das Ganze machen wir dann auf dem Dachshofen so ungefähr ca. 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Dann müsste es perfekt sein. Wer keinen trockenen Wein mag, der kann eine Gemüsebrühe genauso verwenden. Also mit diesem Sinne möchte ich mal grüßen die Sachsengriller. Ein geiles Rezept und ich habe gesagt, das bastelt ich noch. Was ich zum Schluss noch reinschneide, habe ich jetzt nicht da. Ich mache ein paar Kartoffelspalten mit rein. Die mache ich so 20 Minuten vor Garzeitende, gebe ich Kartoffeln dazu. Und dann ist es ein vollwertiges Gericht. Also schauen wir mal, wie das Ganze wird. Also ich habe jetzt alles hier gezeigt, was wir brauchen. Und dann würde ich sagen, wir stehen uns dann am Dachshofen. Dachshofen ist heiß. Ein Stück Öl rein. Und hier haben wir dann die gewürzten Kaninchenteile. Da haben wir zum Beispiel Obron. So, das machen wir jetzt mal richtig schön braun ist, damit wir eine gute Rüstung reinbringen. Ein paar Minuten. Genau, so soll es werden.
sieht schon mal ganz gut aus. So. Perfekt. So. Das können wir einen Schluck bringen. Also wir brauchen jetzt erstmal eine richtig gute Rüstung. Und dann schauen wir weiter. Raus. Ja, sieht gut aus. Das restliche Gemüse zu. Ja. Den Bauch. Machen wir mal ein bisschen einen Deckel drauf und warten wir noch mal ein paar Minuten. Dann würde ich sagen, das reicht. Ja, sieht schon richtig lecker aus. Dann geben wir jetzt einen guten 3/4 Liter Wein dazu. Das reicht. Dann die Gewürze. Der Duft ist bombastisch. Also wir geben ein bisschen Salz dazu. Ein bisschen Thymian. Dann legen wir Kaninchenteile sauber oben drauf. Da tun wir noch die Kartoffeln rein. Dann tun wir einen Deckel drauf. Dann wir es ein bisschen verteilen. Ja, ganz eine schöne Hitze drin. Aber das brauchen wir. Und jetzt geht es ab für circa eine Stunde auf den Teigsofen. In einer halben Stunde schaue ich nochmal nach und dann schauen wir, wie es ausschaut. Ja, Kaninchen aus dem Teigsofen ist was sehr Leckeres und ich möchte mich nochmal ganz herzlich an dieser Stelle bei Marco und André bedanken von die Sachsengriller. Ich habe das Ganze ein bisschen abgewandelt mit Pastinaken und Kartoffeln, aber ich denke mal, vom Prinzip her schmeckt es genauso gut. Wir haben jetzt ein 3/4 Liter Weißwein drin, im Trocknen. Ich nehme am liebsten den Suave.
Es kann sein, dass wir noch mal ein bisschen Wasser nachgießen müssen oder den restlichen Wein. Aber ich schätze mal, den Wein trinke ich selber und so passt es genial. Also ich sage jetzt einmal eine gute Stunde, dann müsste es soweit sein. Wir lassen uns überraschen. Also bis gleich. Also wenn ich jetzt den Topf aufhebe, nach 15 Minuten ungefähr, schaut euch das an. Das ist einfach gigantisch und der Geruch absolut geil. Und da ich sagen, auf das trinken wir schon mal. Also wie gesagt, ich kann sein, dass ich noch ein bisschen Wasser nachschütten muss oder den restlichen Zweifel. Aber wie gesagt, das sehen wir dann. Das sehen wir dann, wie es ausschaut. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einer halben, dreiviertel Stunde mal. Ich würde sagen, das Ergebnis ist fertig. 1 Stunde 15 Minuten sind jetzt rum. Und jetzt werden wir mal den Deckel runterheben, wie es dann ausschaut. Und der Duft ist der absolute Hammer. Wow. Also echt der absolute Hammer. Das Fleisch löst sich richtig vom Knochen. Ich würde sagen, das ist fertig. Die Kartoffeln sind auch super. Das Gemüse ist super. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim Tellerbild und bis gleich. Also das Essen ist fertig und ich muss sagen, super zart das Fleisch. Das löst sich selbst vom Knochen. Und der Geschmack. Hallo, hallo. Einfach hervorragend. Und das Gemüse, super würzig. Die Kartoffeln sind fertig. Was ich kann nur sagen, macht es einfach mal nach. Vielen Dank nochmal Marco und André von die Sachsengriller. Eine hervorragende Rezeptur und ich kann nur jedem weiterempfehlen. Lecker und einfach. Also wie gesagt, ich habe auch noch ein bisschen Wasser und Wein nachgegossen. Sonst wäre es zu trocken geworden, aber das passt. Genau, man hat super Gemüsebeilage, Kartoffeln. Man kann auch Nudeln dazu machen oder Klöße oder wie auch immer. Also da würde ich sagen, ich lasse es jetzt schmecken. Auf einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und wer natürlich gerne meinen Kanal abonniert, wäre ich sehr dankbar, würde mich genauso freuen. Also mit diesem Sinne wünsche ich euch was, Helmut die Anker Filmschmiede und eine schöne Woche wünsche ich euch noch. Also habe die Ehre, macht es gut. Danke fürs Einschalten.